Herzlich willkommen beim Sonntagsgespräch von Philan 24. Heute haben wir einen Gast, heißt Dani Geser, auch Churerbub nennt er sich ab und zu. Macht ganz spezielle Videoformate, hat lange in unterschiedlichen Bands gesungen. Ja, ist ziemlich aktuell, ziemlich aktiv, immer schon gewesen. Sie, die kennen eigentlich. Ja, herzlich willkommen, schön bist du da. Haben wir es einmal geschafft? Ja, hey, vielen herzlichen Dank, darf ich da sein. Cool. Ja. Also schon zweimal hast du mich schon angefragt, weil du hast eine ganz spezielle Lebensgeschichte. Also ja, wo sehr... Und du hast gesagt, dass das nie in eine Stunde reinbringen. Das muss nie in eine Stunde reinbringen. Aber wir probieren es jetzt gleich. Ja, genau. Ich vertraue natürlich auf deine journalistische Künste. Auf meine Vorbereitung, die verhebt wie verrückt. Nein, Eben klar, wir haben den Vorteil, dass wir uns ein bisschen kennen. Ja, so, genau. Auch aus der Musikszene vor allem. Wir sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, oder über die Ohren gelaufen quasi. Ja. Du warst lange beim Phil am Mischen. Gell? Genau, ich durfte. Hast du das aber jetzt irgendwie gehört, glaube ich? Gell? Oder bist du dort noch? Nein, aktuell nicht mehr. Ja. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo ich meine Veranstaltungstechniker-Karriere an den Nagel gehängt habe, so quasi. Nein, ich durfte beim Phil wirklich in das ganze Musik, Theater, Seminar, Kultur, Business ein bisschen hineinschauen und dort lernen, wie man mit Ton, mit Licht, mit Menschen umgeht, wie man mit Künstlern umgeht, wie wichtig eigentlich Kultur in unserem Leben auch ist. Und zwar breit. Also es geht nicht um Pop und Rock, es geht um Jazz vor allem, es geht um Klassik, es geht um Musicals, es geht um Theater. Kultur ist so breit gefächert. Und dank ihm durfte ich intensiv in das ganze Metier hineinschauen. Und aktuell einfach auf Anfrage, falls jemand einmal einen Tontechniker oder so braucht. Ja. Vermisst ist es nicht? Also jetzt, ja, eine Zeit lang bist du ja wirklich praktisch jedes Wochenende irgendwo an einer Veranstaltung gewesen. Und auch sonst ziemlich engagiert. Und ja, jetzt hast du ja die Konzerte wie nicht mehr, oder? Oder die ganzen Veranstaltungen. Das ist oder so. Nur noch vereinzelt. Das muss ich dir natürlich nicht sagen, das Business ist knüppelhart. Das ist natürlich, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber in dem Sinne, es hat Zeiten gegeben, wo du 7 Tage geschafft hast, klar. Am Morgen bist du ins Geschäft gekommen, alles eingeladen, Veranstaltungsort aufbauen, Soundcheck, das Konzert, Aftershow-Party, alles abräumen, einräumen, wieder heimgehen. Und das jeden Tag so. Und allgemein die Kultur- und Kunstbranche ist unterbezahlt, da müssen wir nicht darüber diskutieren, das wissen glaube ich alle. Dementsprechend sind halt die meisten, die dort tätig sind, machen es aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft zur Kunst, zur Kultur, zu dem Schaffen, zu den Leuten, zu den Menschen, zu den Erlebnissen, Abenteuern, die du so erlebst. Hinter der Bühne, vor der Bühne, wo auch immer. Und das ist wirklich eine riesengroße Leidenschaft, die einem begleitet. Aber irgendwann im Leben kommst du halt an den Punkt, wo du sagen ja, ist cool, aber dann immer bis am Morgen um 4, 5 Uhr arbeiten in der Nacht und Wochenende und so. Es ist dann streng. Wird man irgendwann zahlt für so Kultur? Zum so vielleicht aktiv drin arbeiten, ja, weil es ist schon ein zähes Business. Es macht enorm viel Spaß. Absolut, das ist wirklich sensationell, aber es ist streng. Und mit der Zeit, eben, dann kommt die Familie vielleicht noch ins Spiel, man kriegt Kinder. Irgendwann entwickeln sich einfach andere Prioritäten im Leben. Was auch völlig in Ordnung ist. Und jetzt darf ich geniessen. Ich darf mal vor der Bühne stehen, ich darf Bands anschauen und einfach die Musik geniessen. Ich darf mal ins Theater gehen. Ein bisschen rauspicken, was man wirklich will, oder? Ja, und muss nicht mehr. Oder? Ja, natürlich. Das Herz schlägt für
Ja, Rock und Metal, das ist so, aber es gibt so viel schöne, gute Musik auf der Welt, so viele gute Künstler, so viele gute Musiker, da ja, bin ich dann auch offen für alles. Eben, du bist ganz früher einmal, hast mir einmal so eine Webseite gezeigt, wo du noch so lange Haare gehabt hast, irgendwie so. Ja. Also, wie würdest du deine musikalische Karriere beschreiben? Also dort, wo du wirklich noch bei einer Band gesungen hast. Ist das lang, oder? Extrem unerfahren Ja. gewesen. Und einfach mit ein paar guten Kollegen zusammen Musik gemacht. Ich konnte kein Instrument spielen, immer noch nicht. Und dementsprechend habe ich auch das Mikrofon geschnappt, laute Röhren gehabt und einmal reingeschraubt und dann haben sie gefunden, ja gut, kannst du mal der Sänger bleiben. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann hat es Hardware geheissen, unsere erste Formation. Wir haben doch einige Gigs dürfen so haben, vor allem im legendären Safari natürlich. Das ist natürlich die, ja, Ritterschlag gewesen. So fast. schon ein bisschen, ja. Kann man schon so sagen. Ja. Und sonst ein bisschen so in der Schweiz rumgetourt, aber es ist halt alles mehr ein bisschen im Keller geblieben. Also es gibt von dieser Phase aus deinem Leben also kein Zeitdokument, dass er irgendwie mal ein Album aufgenommen hat? Es gibt, glaube ich, irgendwo immer noch so eine Webseite, die im www umgeistert, wo man besuchen kann. Ich wüsste aber nicht, ob die wirklich noch existiert. Es können glaube ich, schon noch die sein, wo er so... Ich hab mir du hast mir die mal gezeigt und dann habe ich so gefunden, hey, da haben wir ja hure viele Sachen abgesagt. Und dann hast du gesagt, nein, das sind die Konzerte, die wir gemacht haben. Die sind dann nachher, wenn sie waren, sind sie durchgestrichen. So. Genau, Ja. genau. Eben, Das das ist ist so so wie die das- Unerfahrenheit Ja. gewesen halt. Ja. Ja, es gibt auch audiotechnisch gibt's schon auch noch Aufnahmen. Wir haben eine Demo-CD mal aufgenommen. Aber wir haben es auf keinen Bündner Sampler geschafft. Ja, das ist... Das hat Das leider noch nicht ein gelangt. bisschen vorher gewesen, oder? Das ist wahrscheinlich. Ja. Ja, ein bisschen vorher. Du bist ganz speziell aufgewachsen. Das hast du geschrieben. Was kannst du mir dazu sagen? Ganz kurz zusammengefasst. Ich bin in Chur auf die Welt gekommen, im 78. Schon ein Moment her. Meine Eltern sind beide, also Mama war von Ems, Papa von Chur, beide Schweizer. Und wie es halt so wollte sein, irgendwann haben sie sich nicht mehr gut verstanden und haben sich getrennt, als ich ca. 7 Jahre alt war. Und dann hat die Mama Sorgerecht gekriegt und ich durfte dann am Wochenende den Papa besuchen, ins Maiersitz und so. Halt klassisch Scheidungskind. Die Mutter hat dann wieder jemand Neues kennengelernt. Und das war ein Türk. Und der dann auch geheiratet, in der Türkei dann auch, wo ich dann durfte mitgehen. Dort war ich ca. 9-jährig. Und mein Stiefvater ist dann mit der Mama zurück wieder in die Schweiz gekommen, auf Dietika, im Kanton Zürich. Und ich bin dann unten in der Türkei geblieben, bei den Eltern vom Stiefvater. Also bei den Stiefgrosseltern. Genau. Können wir so sagen. Genau, Ja. das sind so die Stiefgrosseltern. gewesen. Wir sind so relativ zentral Anatolien, dort in dieser Gegend gewesen, wo sehr traditionsbewusst die Leute sind, die Umgebung und alles. Also auch Islam prägt natürlich, aber sie sind recht westlich orientiert, also sie sind offen. Und schon damals, also das ist dann 85, 87 dort umeinander gewesen, oder? Und dort schon hat man natürlich gemerkt, aus dieser Region vor allem sind viele halt auf Europa als Gastarbeiter gekommen und haben dann halt die Kultur von Westeuropa und so in ihre Heimat zurückgebracht und dementsprechend ist es nicht ganz so fremd gewesen für sie. Aber ich war natürlich dort ein extremer Exot gewesen. Kein Wort Türkisch können. Ja, das habe ich mich gerade gefragt, weil das ist ja wirklich
eine komplett andere Sprache. Also da hat es ja null Ja. Gleichheiten oder so. Oder Es gibt- Sachen, die man ableiten könnte. Oder? Es gibt Das ist- tatsächlich einige Wörter, die aus dem Französischen noch könntest Ja, so okay. reininterpretieren oder auch aus dem Deutschen zum Teil. Also wenn gewissen anderen Ländern wie Kindergarten auf Englisch auch Kindergarten ist, so gibt es natürlich dort unten das auch. Aber natürlich meine Stiefgrosseltern und die ganze Verwandtschaft, die haben natürlich auch kein Deutsch können. Somit eigentlich die erste Zeit war relativ zäh gewesen, also wenn Relativ ruhig, oder? ja, wir haben nicht gross diskutiert. Also wenn du Hunger hast, dann ist einfach so, oder trinken. So. Aber das ist dann relativ schnell gut gegangen, weil ich auch in die Familie gut integriert worden bin. Die haben mich cool aufgenommen. Die Umgebung mit den Kids dort, so Gespänli. Den Kindern ist es egal, ob du ihre Sprache redest oder nicht. Die wollen mit dir shooten, die wollen mit dir spielen und Seich machen. Und wenn du das mitmachst, dann bist du ein Teil von ihnen. Und so hat man dann gelernt, eben, wenn wir shooten, dann haben sie gesagt, top. Ball. Somit haben die noch Deutsch gelernt und ich ein bisschen Türkisch. Ja. Ja, Aber kannst du noch etwas auf Türkisch überhaupt jetzt? Also, ich kann ist dir das sensationell- geblieben? ich kann sensationell Kebab bestellen. Aha, Das kann ich sehr gut. Nein, es ist natürlich jetzt mittlerweile doch auch ein paar Jahre her, wo ich zurück bin und es ist nicht mehr so flüssig, wie es auch schon war. Es bräuchte ein bisschen wieder, um ein bisschen reinzukommen. Aber ist doch ja. immer ein bisschen so, wenn man es nicht braucht, dass der Wortschatz weg ist, oder? Absolut, und das geht extrem schnell. Ich bin dann schlussendlich knapp 10 Jahre, also über 9 Jahre bin ich da unten gewesen. Habe da unten eine schulische Laufbahn, halt Kindheit, Jugend so durchgespielt. Und dann haben sich meine Eltern, also mein Stiefvater und die Mutter, die haben sich dann getrennt. Sie ist eine Serientäterin. Ne? So. Sie ist öfters so negativ aufgefallen, würde ich jetzt mal sagen. Und die haben sich dann getrennt und ich habe dann einfach die Schule fertig gemacht. Und dann war die Idee, dass ich halt wieder zurück in die Schweiz komme, hier eine Lehre mache. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso dass sie die tun lassen hat. Also hast du dich da nie irgendwie abgeschoben gefühlt? Jetzt drückst du das Messer. Nein, Entschuldigung. Nein, das ist... Nein, der Säbel. Weißt du, wenn wir von Türkei reden, wenn wir vom Genau, Säbel der reden. osmanische Ja, Säbel genau. auspackt. Nein, es ist natürlich schon in der Zeit, wo du dort unten bist, du bist voll beschäftigt mit anderen Gedanken. Es ist cool, es ist schön warm, das Wetter, Kollegen, Schule, du bist eben der Exot, du bist etwas Spezielles. Ja. Und Gut, dann bist machst du du ein nicht bisschen so groß. abgelenkt. Ja, eben. Genau, dann machst du nicht so groß die Gedanken. Das Ganze ist dann erst später dann gekommen, wo ich dann wieder zurück in die Schweiz gekommen bin, wo du dann realisiert hast, ich stehe allein im Leben. Ich habe nichts, weil alles, was ich da unten erreicht habe in der Türkei, hat mir da nichts genützt. Somit Ja, bist du wieder abgekuppelt worden, also Genau, eigentlich also- zweimal entwurzelt worden, oder? Genau, und das kommt dann erst nach und nach, wo es dir dann bewusst wird, ja, jetzt ist es doof, jetzt fängst du irgendwie wieder bei Null an. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder hast du ein gesundes Umfeld, das dich dann auffangen kann, oder du bist allein. In meinem Fall war es so, dass ich allein war. Und dann hast du eben die zwei Möglichkeiten. Entweder boxst du dich durch und denkst, ja, ich schaff's, ich mach's und so. Oder du gehst in dein Loch. Und bei mir war leider dann der zweite Fall, dass ich in das Loch hineingegangen bin. Sprich, Selbstzweifel, keine Achtung von sich selber, einfach sich gehen lassen. Weil du hast kein Ziel, keine Hoffnung, nichts vor Augen gehabt und dann hast du gefunden... Plus noch Pubertät, oder? Es ist ja auch noch... Ja gut, ich bin wahrscheinlich- dort ja schon 19, 20 gewesen, also Ja, aber es ist, Pubertät habe ich ist hinter noch mir. nicht so weit weg, oder? Genau. Davon, oder? Und natürlich, du kommst aus einem komplett anderen Leben. Also das ist wie schwarz und weiß fast, oder?
und kommst wieder auf das europäische Niveau zurück, wo du nicht zurecht findest. In der Türkei bist du früher mal gegangen und hast gesagt, hey, look, da hast du eine Tafel Schoki, können wir das regeln? Da kannst du natürlich nicht zur Polizei gehen und ja, ich habe da einen Bus gekriegt. Da noch eine Tafel Schoki. Simpel, einfaches Beispiel, Ja. ist leider so, da kann man nicht abstreiten. Ja. Das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht, wo ich dann halt wirklich extrem in ein Loch hineingefallen bin. Und ja, Aber ist jetzt bei dir nie der Gedanke gewesen, du bist ja dann, eben hast du gesagt, du bist volljährig gewesen, dass du dann gleich nach einem Jahr, 2 gefunden hast, ja komm jetzt, fuck it, dann gehe ich halt einfach wieder zurück in meine alte Heimat, oder? ja, Also wieso bist du dann gleich geblieben? Oder was hat dich dann quasi rausgebracht wieder aus dem Loch, dass du gleich gefunden hast, mal, es macht einen Sinn auch da umeinander? ja, mangels finanzieller Mittel und mangels Motivation. Und was ein großer Punkt auch war, ist die Angst gewesen, weil tönt auch hart, aber blöd gesagt, wenn in der Schweiz auf der Straße landest, dann geht es dir immer noch besser, als wenn in der Türkei auf der Straße landest. Ja, Dort, wo der ich Lebensstandard ist halt einfach ein anderer, oder? Genau. Das ist, Wo ich meine Zelte dort abgebrochen habe, dann ist natürlich der ganze Kontakt auch mit der Stieffamilie abgebrochen worden. Heißt nicht, dass du nicht willkommen mehr gewesen wärst, aber du hast halt nicht mehr dazugehört. Die Eltern haben sich scheiden lassen, du bist deinen Weg gegangen. jetzt müssen wir den nicht auch noch mittragen, oder? So ein bisschen Genau. der Ding, der Und Vibe. ich bin in, Das ist heavy, was du erzählst, eigentlich, weißt du? So. ja, Ja. ich sage dir eins, es hat viele, viele, viele Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich auch offen und locker darüber reden kann und dazu stehen. Zu all meinen Fehlern. Hey, ich habe enorm viel Schulden gemacht. Ich habe gute Kollegen betrogen. Ich habe viel Scheiß gebaut, wirklich, wo ich im Nachhinein extrem bereue. Aber zu dem Zeitpunkt soll nicht als Entschuldigung gelten, aber ist mir das egal gewesen. Weil- Aber das ist ja auch nicht primär nur dein Fehler. Also, weißt du? Auch wenn man so Fehler macht, das ist ja irgendwie die Zeit oder die Umstände haben die ja so ein bisschen geformt. Oder? Genau, das ist schon so, aber egal was ich gemacht habe, ich bin schlussendlich für meine Handlung Ja. selber verantwortlich. Also kann ich nicht sagen, ich bin Scheidungskind, darum, egal. Das funktioniert Ja. natürlich nicht. In dem Moment, eben, wo es dir egal ist, funktioniert es schon, aber im Nachhinein, wo es dann dir bewusst wird, musst du sagen, nein, du bist für deine Handlungen, für deine Entscheidungen selber verantwortlich. Ich bin nicht gezwungen worden, ich habe alles aus freiem Stück gemacht, also bist du selber die schuld. Ja. Wann hast du dich dann so wieder ein bisschen gefangen? Also, bist du 25 gewesen, wahrscheinlich? Etwa, Nein. bis dann. Also so effektiv richtig gefangen, wo Oder dann wo hast du gesagt, müssen sagen, jetzt geht es wirklich, jetzt habe ich einen Sinn in meinem Leben wieder, ist, wo ich meine aktuelle Frau, das klingt jetzt ein bisschen blöd, Aktuell. Ja, vor allem vom Scheidungskind bin ich aktuell. Ja. wo ich meine Aktuell. Frau Zeraina Bis kennengelernt habe. im Mai. Etwa noch. Nein, Ja, ja. so meine ja. Je nachdem, wann wird es ausgestrahlt. Nein, ist Nein. gut. Ja. Das ist natürlich, wo ich meine Frau kennengelernt Bewerbungen habe. werden angenommen unter. Nein. Bitte einblenden, ja, genau, unbedingt. Nein, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wo ich einfach auf einmal gemerkt habe, Klick, das ist es. Und zwar, Es kann auch anders gehen, oder? ja, genau. Es hat vorher schon, ich habe mein Leben langsam im Griff gehabt, aber natürlich Schulden am Abzahlen und ja, sich wieder am Finden gsi. Aber du bist gleich irgendwie in der Luft am Hangen gsi, weil ja, hast immer wieder ein bisschen Beziehungen gehabt und dies und Jöpplet und alles. Umgespickt im Leben, blöd gesagt. Und jetzt mit ihr hast du dann wirklich gemerkt, das ist ein fixer Ankerpunkt, den ich habe.
Da kann ich mich Hast- festheben. Ist es auch so ein bisschen sie die erste Frau, die so wirklich richtig öffnen hast können und so richtig alle Karten auf den Tisch legen hast können? Das kann man definitiv so sagen, aber ich bin nicht gezwungen worden schlussendlich. Aber sie hat es mir dann schon auch nahegelegt, um halt jetzt mit offenen Karten zu spielen. Was läuft? Was steht an? Wo stehst du im Leben? Wie sieht unsere Zukunft aus? Hätten wahrscheinlich die Ex-Freundinnen vorher auch schon probiert bei mir, aber das ist dann einfach bei mir abprallt, nicht angekommen. Ja, vielleicht hat es einfach Zeit gebraucht, oder? Ja. Es ist, Wahrscheinlich, ja. Also soll nicht bedeuten, dass meine ehemaligen Geschichten mir nie etwas bedeutet hätten. Das ist definitiv nicht so. Aber so ist halt das Leben. Irgendwann kommt jemand in dein Leben, wo du sagst, das ist es. ja, das ist, also ich glaube, ja, jeder, der geheiratet ist oder irgendwie so, ja, der Moment kommt einfach, ja. Man kann sich, ich denke ab und zu so zurück bei gewissen Ex-Freundinnen, das ist einfach irgendwie, ja, es ist okay gewesen in dem Ja. Moment, Genau. aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Kind haben mit dieser Frau, wäre jetzt nie ein Thema gewesen. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, war es einfach so gewesen. Das ist die Richtige und mit der gibt es Kinder. Genau. Und Ja. ja, der sitzen wir auch noch mit 80 da und Das hoffen und wir regen so uns schwer. auf über die Jungen. Nein, Ja, genau. Nein, Ja. es war wirklich so ein bisschen der Fall. Gewesen, ja. wie war es denn so gewesen für dich als Scheidungskind, wo es dann vielleicht einmal irgendwie ein bisschen konkreter geworden ist, von wegen Hochzeit und so? Wir haben uns... Lang hin und her diskutiert wahrscheinlich, oder? Nein, wir haben nicht lange hin und her diskutiert, sondern wir haben einfach uns entschieden, dass vor allem was finanziell angeht, ich hatte dort wirklich einen grossen Batzen an Schulden, die ich am Abzahlen war. Ich habe mich dort einfach entschieden, ich möchte nicht eine Ehe eingehen und die Bindungen so, bevor nicht alles geklärt ist. Und wir konnten dann miteinander durch das Ganze durchgehen. Sie hat mich sehr unterstützt, ihre Familien und das Umfeld so. Und, haben Frauen sind zum Teil so gescheit. So Hey, ich weiß nicht, die sind Nein, das von kann Grund man auf das dann rausschneiden? vernünftiger, weißt du, so, nicht? Vernünftiger, definitiv, ja. Und dann, wo alles weg war, wo wir halt wirklich einen Neustart machen konnten, dann bin ich auch bereit gewesen, um diesen Schritt zu gehen. Ist für uns beide dann aber auch klar gewesen, wir gehen bis dorthin. Dann machen wir den nächsten Schritt. Wir haben uns relativ früh schon verlobt gehabt Ja. und hat passt für beide. So Langzeit verlobt, ja. Ja, aber es war auch von beiden Seiten kein Druck da gewesen. Ja, jetzt müssten wir dann und sollten wir und so. Sondern nein, es ist alles so geschmeidig dahergekommen. Und das hat einfach alles immer gepasst. Haben sie dich nicht bei deinem Hochzeit, bist das nicht du gewesen, der dich so verarscht hat mit einem Bungee-Jumping, Hey, Sprung? Entweder hast du ein gutes Gedächtnis oder du hast wirklich noch recherchiert, ja. Nein, es ist jetzt lustig, wenn wir so reden miteinander, kommt man so, irgendwas ist Bruchstücke gsi, drin. irgendwas ist gsi mit einem Pool von seinem Hochzeit, weil das ist eben noch nicht, also lang ist es eben noch nicht her, Nein, das wo ihr geheiratet sind. Und dann haben sie so ein mega witziges Video gemacht mit ihm, haben sie ihm gesagt, ja, jetzt ist ein Bungee-Jumping, Sprung und weiss der Teufel was, und dann haben sie so runtergeschickt und unten da war einfach ein Pool gewesen, so. Ja. Das ist, Ja, also habe ich noch mega witzig gefunden, sehr, ich habe ja. für den Polteri habe ich mir gewünscht, meine besten Kollegen, irgendwo in einer Hütte und einfach gemütlich zusammen sein. Nicht da gross in die Stadt gehen, saufen und doofe Klamotten anlegen. Und ich habe mir gewünscht... Hast du ja jahreweise vorher gehabt. Ja, genau, Also. genau. Als Metalhead und alles mit den Lederklamotten. Nein. Ich habe mir einfach das gewünscht, einfach in einer Hütte. Und dann hat sich der Trauzeug, wo
der Mann von der Schwester von meiner Frau ist, hat sich dann damals bereit erklärt, ihre Hütte zur Verfügung zu stellen. Das habe ich aber nicht gewusst. Wir sind am Vormittag River Raften, hinterher, wunderbar, sensationell gewesen. Und dann hat es geheißen, gut, jetzt Augen verbinden, Ohren zu, jetzt fahren wir es woher. Und dann gibt es eine Überraschung. Dann ins Auto eingestiegen, in einen Bus, wir sind umgefahren. Ich habe keine Ahnung mehr natürlich, wo wir sind. Dort angekommen, immer noch Augen verbunden. Jetzt heisst es, los, jetzt wollen wir testen, ob du uns auch wirklich vertraust. Wir sind hier an der Schlucht. Wir haben hier vorbereitet, da sind Experten gekommen, die Bungee-Jump für dich organisiert haben. Du wirst jetzt angebunden, kriegst Klettergurt und alles angelegt. Und dann darfst du los auf 3. Ich habe gesagt, ja, okay. Wirklich Klettergurt angelegt, angeseilt und so weiter. Die haben mich bereit gemacht. Augen immer noch verbunden, Leiterchen rauf. 1, 2, 3, Kumpen. Ja, und dann ist es natürlich ein Bruchteil von einer Sekunde gegangen und dann bin ich im Wasser gelegen. Ja. Ich habe damals nicht gewusst, dass es auf YouTube vor allem recht viele so Verarschungsvideos gegeben hat, eben damals von Leuten, die man halt so ein bisschen hinter das Licht geführt hat. Aber ich habe somit bewiesen, hey, euch vertraue ich, bin sicher, da kann nichts passieren. Das war auch der Fall und wir hatten einen sensationellen Polterabend noch gehabt. Was würdest du, eben, jetzt inzwischen, würdest du sagen, geht es dir gut, oder? Hast du das komplett aufgearbeitet, was du hast erlebt? Es ist wahrscheinlich ein Prozess, der das Leben lang geht, weil du wirst immer wieder konfrontiert mit Situationen, die dich dann natürlich an deine Vergangenheit erinnern. Das ist das Leben, das ist normal. Also der Prozess wird das Leben lang gehen, aber ich bin auf einem Level, wo ich kann sagen, ich kann damit umgehen. Ich bin gesund. Physisch. Okay, physisch mehr oder weniger. Ja. Durch sportliche Aktivitäten sind doch 1, 2 Baustellen offen. Aber du bist schon so ein extremer Biker auch, nicht? Biker früher, American Football. Säckeln gehst doch du auch viel. Du bist doch so ein Mensch, der immer so die Strecken ins Facebook postet und ich denke mir so, fuck, so viel bin ich den ganzen Monat nicht gelaufen. Nein, Joggen ist der pure Hass für mich, wenn dann mit dem Bike. Dann ist es mit dem Bike, ja. Das kann ich noch aber vorher natürlich eine relativ lange, kurze Zeit, wenn man es nimmt, American Football gespielt. Und dementsprechend ist das ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Schäden davon. Das ist schon heavy auch, nicht? Also aber ist geil. Ja, logisch. Und es ist so ein cooler Sport. Die Leute sind cool, das Team war super, die Coaches, du hast viel gelernt fürs Leben auch. Und ja, es war eine sehr wertvolle Zeit gewesen, wo mir auch gut getan hat, dass du eine Struktur hast im Leben halt, dass du Freunde hast, also, die auf dich angewiesen sind und du auf sie. Weil das ist beim Football enorm wichtig. Weil wenn der links neben dir einen falschen Schritt macht, dann geht das ganze Spiel zusammen, blöd gesagt. Das war eine gute Zeit, ja. Und das hat mir dann auch geholfen. Und mittlerweile kann ich effektiv sagen, ja, ich bin psychisch vor allem auf einem Level, wo ich mich als gesund so rausputzt, dass die ganzen Erinnerungen und so. Ja. Wo ich auch jetzt, wie mit dir, offen auch über die Thematik kann reden, oder? Allein schon Schulden haben ist, ja... Das ist der Hass. Oder? So. Es gibt so viele Leute, die Schulden haben. Ob es jetzt nur halt ein Leasing ist oder so, ist ja egal, aber ja, die finanzielle Situation... Es ist halt immer im Hintergrund, egal was... Genau, ja. Und man redet so ungern darüber, weil es einem peinlich ist. Und ja, das finde ich, kann man aufarbeiten. Sollte man mehr darüber reden. Ja. Ihr habt auch ein Kind, glaube ich. Genau, wir haben eine wunderbare Tochter, Florina, die ist jetzt 4,5. Ist die schon? Ja.
Die Zeit zirkelt davon. Hey. Ja. Ja, die nächste Vreni Schneider, sagen Ah, wir. so, gerade so. Ja. Fleissig auf der Ski und so. Ja. Haltet einem auf Trab, natürlich, ja. Genau. Ja, wie ist es jetzt mit dir? Durch deinen Erfahrungsschatz, den du hast mit deinen Eltern, versuchst du alles sehr viel besser zu machen. Gegenüber. Ich bin sehr lang extrem hässig natürlich auf meine Eltern. Oder beziehungsweise mehr enttäuscht. Das ist eigentlich eher so das Gefühl, das ich hatte. Wie kann man sein eigenes Kind einfach so abschieben, auf Deutsch gesagt. Sich nicht mehr dafür interessieren, wie es dem Kind geht. Und das hat mich recht lang begleitet. Und jetzt, wo du selber ein Kind hast, merkst du auch, hey, egal, es ist mein eigenes Kind. Das ist ein Teil von mir. Egal, was dir je wird anstellen, bin ich der Meinung, es ist und bleibt mein Kind und ich werde für sie da sein und das Beste geben und probieren, halt die Unterstützung ihr auch bieten, die sie braucht. Ich finde es auch wichtig, dass man die Spiralen, also es gibt ja die Gewaltspiralen, wo den Kind, wo geschlagen werden, auch weitergeben das oder auch mit so, ja, ist jetzt, du hast jetzt nicht körperliche Gewalt, sondern mehr so psychische Gewalt eigentlich erfahren, oder? Mit dem Abschieben, oder? Dass man das auch kann unterbrechen, oder? Und kann sagen, hey, nein, schau, das ist jetzt meine Geschichte bis da und jetzt ist eine neue Geschichte mit meiner Tochter, oder? Ist so. Und wobei ich muss wirklich auch sagen, in der Türkei auch, ich hatte eine sensationelle Kindheit und Jugend gehabt. Ich bin dort wirklich gut aufgenommen worden. Ich bin respektiert worden. Sie haben mir meinen Freiraum gelassen. Ich habe mich natürlich auch für die Kultur interessiert, für die Religion. Ich habe mich dort auch engagiert und wollte mich schlau machen, warum ist der Islam so beliebt und ist ja auch spannend auf eine Art. Und das Ganze hat dann schon auch meinen Horizont enorm geöffnet, wo auch mehr Verständnis für andere Lebenssituationen, für Kulturen, für Bedürfnisse dann entwickelst, wo dann halt da in unserem Umfeld so merkst, wo der Horizont ein bisschen fehlt, die Offenheit, um halt Andersdenkende respektieren. Du musst ja die Meinung nicht für dich auch übernehmen. Genau. Akzeptieren und Genau. Alles natürlich im Rahmen von Menschenwürde, Respekt und allem und so weiter. Und dementsprechend bin ich sehr enttäuscht von meinen Eltern, aber probiere natürlich die Fehler, die sie gemacht haben, zu vermeiden. Genau. Ist nicht immer einfach, klar, aber wir arbeiten ja daran. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern heute? Gibt es überhaupt ein Verhältnis? Oder? Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wo ich aus der Türkei wieder zurück in die Schweiz gekommen bin, wäre ja die Idee gewesen, dass ich zur Mama, weil sie ist ja noch erziehungsberechtigt war, komme. Sie hätte mich in Zürich am Flughafen abholen sollen, ist dann aber nicht aufgetaucht. In der Zwischenzeit von meiner Reisevorbereitung von der Türkei zurück in die Schweiz war es dann so gewesen, dass sie enorm unter körperlicher Gewalt auch von meinem Stiefvater gelitten hat und ist dann ins Frauenhaus geflüchtet. Ja. Und dementsprechend hat sie dort nicht raus können, wollen und so weiter. Und dementsprechend bin ich dann auf mich allein gestellt gewesen. Von dem Moment, wo ich in die Schweiz wieder zurückgekommen bin, ist es rund 8 Jahre gegangen, wo ich dann das erste Mal meine Mama wieder gesehen habe. Krass. Und dort hat es dann sich so entwickelt, dass wir uns vielleicht 1-2 Mal im Jahr getroffen haben. Und sie ist jetzt mittlerweile auch vor 14 Jahren schon verstorben. Sie hat schwere Erkrankungen gehabt, Krebs und so weiter und COPD, also Atmungsprobleme und so weiter mit der Lunge. Und ist dann verstorben. Und ich habe dann dort die ganze Beerdigungsgeschichte alles organisiert, dass
übernommen, so, auf meine Kappe. Und jetzt mein Vater, mit ihm habe ich, also mit dem lieblichen Vater, habe ich, seitdem ich eigentlich wieder zurück bin, nie Kontakt gehabt. Weil er hat keinen Kontakt wollen zu mir. Und er ist jetzt auch, ist jetzt über ein Jahr her, ist er auch verstorben im Steyr hinein. Und eigentlich er hat vorher eine schlimme Krankheit gehabt und einen Unfall und ist dann zu Chur im Spital gsi, wo ich ihn besuchen bin. Wo man hätte können sagen, er ist jetzt am Sterbebett so quasi, weil es hat nicht so gut ausgesehen für ihn. Er hat einen schweren Hirnschlag gehabt. Aber er hat mir dort auf meine Frage eine gute Antwort geben, wo ich gefragt habe, möchtest du mich wieder sehen, soll ich wieder kommen? Hat er Nein gesagt. Und dementsprechend zurück auf deine Frage. Verhältnis war keins vorhanden gewesen. Ja. Das finde ich auch schwierig. Also, weißt du, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass zumindest eben so wenn es am Ende zugeht, dass die Leute dann ein bisschen zurückschauen und sagen, hey, nein, da habe ich wirklich etwas massiv verbockt. Ja. Jetzt probiere ich das irgendwie wieder gerade zu rücken, oder? Ja, dass man aneinander vergehen kann, oder? Aber wenn es so wenn es so einseitig ist es auch schwierig. Ja, das ist natürlich Da meine war mega Hoffnung leid gewesen. für dich, dass es irgendwie, dass Nein. dort keinen sauberen Tisch machen hast können, oder? Nein, Ja, für mich. Oder sie keinen haben wollen machen mit dir. Genau. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist eine mega vergebene Chance eigentlich. Ich habe ihm dort am Spitalbett gesagt, also bin reines Gewissens, für mich ist alles okay. Ich bin nicht nachtragend, egal was war, egal was kommt. Es ist alles völlig okay. Also die Enttäuschung ist nach wie vor da, klar, von der Vergangenheit, aber zum jetzigen Zeitpunkt, es ist für mich alles völlig okay. So wie es ist. Also ich habe abgeschlossen mit dem und das habe ich ihm auch mitteilen so, aber ja. Du kannst die Leute nicht zwingen. Und für mich ist das auch okay. Jeder hat eine Entscheidung, die er selber treffen kann. Und er hat sich für diesen Weg entschieden, um keinen Kontakt mehr haben wollen mit mir. Und dann, ja, muss ich es akzeptieren. Ja. Aber ja, für mich ist es okay. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe die Familie von meiner Frau, wo mich vollumfänglich einnimmt und akzeptiert und umgarnt und alles. Ja. Auch schön, ja. Ja, Ja. das Zum langt. guten Glück, ja. Ja, zum guten Glück, ja. Familie ist etwas enorm Wichtiges und Schönes. Freunde sind etwas enorm Wichtiges und Schönes. Man denkt, man hat genug Freunde, aber in dem Moment, wo es mir dann wirklich schlecht gegangen ist, das kann gestern gewesen sein, das kann vor 2 Jahren gewesen sein, merkst du, wo sind denn die Freunde? Ja. Aber die Familie ist da. Ja, das bleibt auch. Ja. Die können eben nicht einfach so abhauen. Ja. Die haben jetzt den gleichen Namen. Ja. Jetzt bleiben. Ja, vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn jetzt jemand eine ähnliche Situation hat wie du, was ist so der Tipp, den du mitgeben würdest? Gibt es so einen Universaltipp eigentlich für Scheidungskind, wo unter so Sachen leidend? Nein, es gibt natürlich nicht ein Rezept, wo du kannst sagen, das funktioniert. Weil wir sind alles so unterschiedliche Menschen. Unsere innere Philosophie, unser Charakter ist so anders geschmiedet. Am einen macht eine Scheidung nichts aus, der andere geht dann in Drogen und Alkohol. Global, so allgemein kannst du das nicht sagen, nein. Auf Englisch würde ich sagen, don't be an asshole. Das ist mein grösster Fehler, den ich gemacht habe. Natürlich, ich bin wirklich ein Doofer gewesen, sage ich jetzt einmal. Zu guten Freunden, zu Ex-Freundinnen und so weiter. Aber da wird man erst im Nachhinein schlauer.
Aber was ich auf den Weg mitgeben kann, grundsätzlich ist einfach den Horizont erweitern. Sind nicht so engstirnig. Tun nicht alles immer auf die goldige Waage legen von einer Aussage. Tun miteinander kommunizieren, diskutieren. Auf einer anständigen, respektvollen Ebene natürlich. Wenn ich mit dir eine Diskussion führe, heisst nicht, dass ich dich unbedingt überzeugen von meiner Idee. Aber ich möchte hören, was ist denn deine Idee? Wie siehst du das Thema? Das verschafft mir einen neuen Blickwinkel. Und das ist enorm wichtig für das ganze Leben. Das erweitert einfach unseren Horizont, unseren Blickwinkel und ein bisschen menschlicher. Wir bekriegen uns in allen Ebenen, ob das im Job, daheim, in der Familie, auf der Straße, mit Autofahren, überall. Du regst dich auf, weil einer in der 60er-Zone 50 fährt. Ja, vielleicht ist er auch in Gedanken, hat daheim ein Problem gehabt oder ist traurig, ist nicht fokussiert. Nein, man regt sich auf. Hey, du bist 60, fahr doch 60. Das ist so klassisch. Don't worry, be happy. Ja. Ja. Wenn es dich aufregt, wenn deine Frau die Zahnpastatube immer in der Mitte drückt, anstatt am Ende, dann kauft er deine eigene Zahnpastatube. Voilà. Das ist ein guter Tipp von Leo Buscaglia, das ist ein bekannter italienischer Psychiater. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Hey, schön, dass du eine Lösung gefunden hast für dich auch. Und, Ja. Und, für irgendwelche Beratungsgespräche bin ich gerne zu haben, kann man mich buchen. Ja, genau. Nein, das natürlich nicht. Nein, finde ich spannend und hoffe auch, dass irgendwie es macht Mut, weißt, auch zu sehen, dass es immer weitergeht, weißt, auch irgendwie, wenn die Situation sehr ausweglos oder schwierig, ja. Ich habe einen Haufen Türen selber zugemacht, Ja. oder ein Haufen Türen sind zugemacht worden, aber irgendwo geht immer wieder eine Tür auf. Vielleicht nicht die schönste, vielleicht nicht die auch noch das passende. Katzentürchen. Ja, aber gehen durch die Türen durch, weil auf der anderen Seite erwartet dich ein neues Abenteuer und stürzt in das rein. Es kann noch besser werden. Super. Danke vielmals, dass du da bist. Hey, ja. ich habe zu danken, merci. Und den zweiten Teil machen wir nächstes Jahr. Riesiges Gespräch, ja, das ist die erste Stunde. Ja, genau. Machen wir dann mal mit der Florina, oder? So. Super, vielen herzlichen Dank. Merci. Danke vielmals, ja. Ja, das war schon vom Sonntagsgespräch auf Ilan 24. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis nächste Woche.